Hallo lieve vriend, hier is Pastor Edward Giesbrecht van Nieuw Leven Tjoik en vandaag is Donderdag. Dat betekent voor ons in Nieuw Leven Tjoik dat we kleine groepen hebben en nu in deze tijd hebben we dan kleine groepen online. En we willen vandaag weer een tijd hebben met die top, wo we over een Bibeltekst studeren doen. Aber wie du gaan, wil ik je een vraag stellen. Je die dat ook eens mal zo, dat du gewisse Bibelteksten zijn die kost je meest niet verstaan. Du denkst bloß, das hört sich alles sehr schön, was das hier geschrieben wird, aber was bedeutet das wirklich? Was hat das für mich zu bedeuten? Und dann denkst du vielleicht, naja, die Prediger, die weiß die immer, die können das so viel erklären, die weiß die immer, was das zu bedeuten hat. Weißt du was? Wir als Prediger, oder wenn ich sie einer von denen, du sind einzige Texte, du weißt ich von Bett von dir noch nicht ganz genau, was das bedeutet. Aber ich habe so eine Ahnung, aber irgendwie wird das noch nicht ganz fertig. In andere Texte, das hat mir Monate gedauert, bis das auf einmal mal aufging. Das ist, was mir das sagen will. Und weißt du was, den Text, den wir von dir studieren wollen, 1. Johannes 5, Vers 6 bis 13. Das ist auch ein bisschen so ein Text. Du sind ein paar Texte, die sind ein bisschen schwer zu verstehen. So sei er sogar. Und du sind verschiedenste meest würde ich sagen, Streiterien, wo Menschen sich auf dem Dol reden, was das zu bedeuten hat, oder so eine Sache, so dass Menschen anfangen, ein Kopf, ich habe einsteckt, war auf das andere. Aber wie wollen von dir du auf eine einfache Weise nachdenken? Und für mich halb das ich habe jetzt mit einem anderen Pastor geredet über diesen Bibeltext. Ich habe den auch studiert, aber ich will noch einmal mit einer anderen Person darüber reden. Und das hilft mir, das besser zu verstehen. Und dort erst kriege ich, wenn wir die Bibelstellen merken, dass wir uns jenseitig in der Stadt tun. Und ich will hier zum Beispiel, dass wir das verstehen, was das geht, weil ich einen Bibeltext oder zwei von diesen Versen lese. 7 und 8 sagt es dort. Für Jesus Christus stehen also 3 Zeichen: der Jes, das Water und das Blut. Und die 3 stammen überein. So, was das ganze Text geht, ist, dass Jesus gekommen ist für uns, gestorben und abgestanden und dass wir durch ihn das ewige Leben haben. Dass wir können weiter, dass wir in den Himmel kommen. Das, wo das hin will. Aber wenn Gott sagt, dass hier ist es das, wie machen wir weiter, dass das Text, wem der geschrieben wird, dass wir für die war die Gnostikos genannt. Diese Menschen, die glaubten, dass Jesus, dass wir bloß ein Jesus und was er findet. Und sie glaubten nicht, dass Jesus wirklich auf die Welt aus Fleisch und Blut gekommen wäre. Und da braucht das hier ein von den Worten, was das braucht, ist Blut. Hat diesen Weg gesehen, wie ein Kind auf die Welt kommen, dass wir mein eines Kind. Ja, wir haben einen jungen Meier. Und dort wir eine wunderbare Erfahrung hätten sein, wo ein Kind auf die Welt kommen und du hast Blut, du Mann. Und dort ist ein Zeichen für Leben. Ein anderes Zeichen ist, das Blut, das ist ein Zeichen, wenn Jesus Christus, der kommt hier auf die Welt durch eine Geburt, durch eine wirkliche Geburt. Maria, wir sind immer, wir nicht bloß Jesus, wir eine wirkliche Person. Und dann sagt es hier auch durch Water. Water ist in der Bibel das Wort Gottes vielmal. Das Wort, das repräsentiert, was das Wort oder was Gott wirklich ist. Ein anderes Wort ist das Wort auch Gott. Und dann sagt er noch der Jes, der stimmt auch mit überein. So der Jes, das ist der Herr Jes, das Wort ist das Wort Gottes oder Gott. Und das Blut, das ist Jesus Christus, oder das ist, wo er auf ihr wirklich als Mensch gekommen ist. In Wirklichkeit ist das die Dreieinigkeit Gottes, kann das sein, nicht so? So diese alle überein, die sind ganz sich sicher. Und der Jesus, die sagt noch heran, der bestätigt dort, dass Jesus hier auf ihr gekommen ist, um uns zu retten. Und wenn einer du dann irgendwie wieder lesen das, und ich möchte die Frau lesen diesen ganzen Text, wenn du wieder lesen das, dann komme ich bei den letzten Vers von der und du sagst, das schrieb ich jünd für Wort. Und hier pass auf, da ihr an Gott sehen ihr Leben, dort ihr weiten, dass ihr wieder ein Leben haben. Das ist, wo nur dort alle handeln. Und ich möchte die Mut merken, wenn du nochmal ein Bibeltext hast, was du nicht ganz verstanden hast, dann lese wieder. Vielmal, wenn du wieder nur eine lesen lässt, du eine auf einmal, dann merkst du dort an, wenn das. Und hier sagt das schrieb ich jünd, dass ihr an Gott sehen ihr Leben, dass ihr weiter, dass ihr dort ein Leben haben. Weißt du all, als du dort ein Leben hast? Wenn du dort noch nicht weißt, dann merkt das sicher, dass du dort hast.
En voor die wordt die dat al weiter is. Wanneer du Jesus Christus und Jesus geloven is, nu hast du das ewige Leben. Dann merk sicher, dass du so viel Menschen als möglich dort vertellen ist. Verspreid diese Nachricht, wenn es das ist eine wunderbare, herrliche Nachricht, dass Jesus es wirklich hier ab ihr was. Er wird wirklich geboren von einer Mama. Und er wird wirklich hier als eine Person. Aber tegelijkertijd wie hij ook Gott. En hij wil die raden en hij wil mij raden. Mocht u met hem leven en een wunderbares Leben haben. En ik mocht die Einladung von dir aus so overspoord te zijn von onze kleine Gruppe. Ein Abrazo, eine Umarmung von meiner Seite und ich bang mich unter dir. Mocht Gott die segnen.